SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Oh, verrückt, ja. Oh, bravo! Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Dass es heute diesen Weg rund läuft, das wünscht sich die Franzi Mori. Bevor die Landfrauen zu ihr kommen essen, macht sie noch schnell 36 Rüebli-Muffins fertig. Die sind für ihre Unterstützung beim Apéro gedacht. Ein Plan? Eins nach dem anderen? Nein, ich habe schon ein Plan. Wenn es etwa was ein bisschen machen und so. Aber ich probiere, nicht zu huschern, nicht zu schwaldern, was ich manchmal mache. Rüebli gibt es nicht nur im Kanton Aargau, sondern auch hier, in Kallnach im Berner Seeland. Mit Rüebli rechnen die Landfrauen heute aber nicht. Sie kennen die Franzi nach 6 Essen und wissen, wo sie ihre Qualitäten hat. Also ich erwarte bei der Franzi vor allem einen bombastischen Dessert. Sie von ihrem Beruf her als Konditor, Coiffeuse, ja, vor allem sehr. Ich erwarte irgendetwas, wo man halt wirklich, ich sage jetzt mehr als Laie vielleicht nicht so machen würde. Vielleicht wirklich etwas Aufwendiges. Ich sage nur so viel, mein Dessert wird eine luftige Franzi-Überraschung. Genau. Bei der Vorspeise sind sich die Landfrauen nicht so einig. Zur Vorspeise so einen Salat oder irgendwie sie, die gerne noch backen, das Küchli mit Salat. Vielleicht möchte sie eine Suppe, Rendensuppe oder? Ja, Suppe haben wir noch gar nicht gehabt. Mal. Immer so. Genau, beim Galarista. Das hat aber nicht die Konsistenz von einer Suppe. Ich denke, das bin ich wirklich die Letzte. Und bin im Winter und so noch an Weihnachten, und dann passt doch so etwas Herzhaftes gut da rein, genau. Und darum habe ich das gemacht. Linsen mit Weidebeef und Wintergemüse. Genau. Fleisch erwartet die Landfrauen auch beim Hauptgang. Ich gehe jetzt eher von einem Kurzbratstück etwas aus, dass es vielleicht irgendein Steak oder etwas gibt. Ich habe jetzt vielleicht eher etwas Geschmorniges vom Weidebeef und vielleicht ein Rösti dazu. Oh, das wäre fein. Ein Berner Rösti. Ja, das nehme ich sofort. Der Hauptgang von mir wird sein Herdöpfelstock, aber mit so einer Farbe, mit Randen. Genau. Und dazu gibt es feines Seelandergemüse. Und noch ein bisschen Weidebeeffilet. Etwas ganz Besonderes. Genau. Aber zuerst gibt es ein Willkommensapero. Hallo, liebe Landfrauen. Aber erst noch knutschen. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, schön überrascht. Hallo. Hallo, Marco. Hallo, Conny. Hallo. Hi, super Überraschung, danke vielmals. Schön, seid ihr da. Liebe Landfrauen, ich möchte euch meine Familie vorstellen. Als erstes habt ihr gehört für eine Ballmusik. Die spiele ich. Und da ist auch ein grosser Teil meiner Familie dabei. Meine Schwester, mein Papi ist dabei, genau. Und das ist meine Familie. Meine Familie ist der Finn, das ist der Kleinste. Dann unsere Mittlere ist die Fanny. Meine Grosse ist die Fiona. Mein Mann ist der Fabian. Und da ist der Felix. Er gehört auch dazu. Und meine Küchenhilfe ist Selim, genau, meine Freundin. Herzlich willkommen auf dem Birkenhof. Schön, seid ihr da.
Und wir gehen ins Apero zusammen, doch. Hm? Ich wünsche einen guten. Ich freue mich auf heute Abend mit euch. Meine lieben Frauen, ich und meine Kochhilfe müssen langsam ab in die Küche. Und tschüss! Es ist morgen um 3:30. Die Franzi ist schon seit dem 2 daheim am Arbeiten und genießt es. Dass nur ich bin und der Backofen. Und sonst kein Gemüse und kein Stress. So einfach ich und der Teig. 3 bis 4 Mal im Jahr verkaufen Moris ihr Fleisch. Das gibt ein kleines Hof-Event am Tag im September. Früher hat es nur ein Stückchen Zöpfe zum Apero gegeben. Bis ich immer angeholt wurde von den Kunden. Sie wollten Apero-Zöpfe kaufen. Ich sollte doch ein paar Zöpfe mehr machen. Aus diesen paar hat es jetzt halt 30, 40 Zöpfe gegeben. Ja. Backen. Für die gelehrte Konditorin Confiseurin mehr als ein Beruf. Das ist eindeutig Leidenschaft. Ich liebe es, wenn ich anderen Leuten Freude machen kann. Sei das mit Süßen, mit Torten oder mit einem feinen Zopf oder mit einem Brot. Oder genau. Guten Morgen. Und so Mutti? Alle? Geht's gut? Geht's gut? Oder so? Abschauen. Ist gut? Morgen zusammen. Hallo. Hallo. Hi, Schatz. Jetzt kommt gut, hä? Dort ist ein Kundenauftrag. Hoi. Guten zusammen. Du Turnen heute, Fanny? Hey, du kannst. Ja, gestern Sponsor. Gestern? Was habt ihr gemacht? Die Familie mit F. Der Finn, die Fanny, die Fiona, der Fabian und die Franzi. Das war immer ein Traum von mir. Grosse Familie, mit Kindern. Das ist, kaum sind wir zusammen gesehen, habe ich schon immer von Kindern gestürmt. Aber es ist schön. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man Kinder hat und gesungen. Und ja, das ist wirklich schön. Hallo Remo. Tschüss. Aus der Werkstatt gibt es einen Verkaufsladen. Fiona, also, gell?
Moris ergänzen sich gut. Also ich bin der Ruhepol und Franzi ist die energiegeladene. Ich kann sagen, die aufregende. Ja, genau. Nein. Ich bin manchmal schon ein bisschen impulsiv und so. Aber es braucht sehr eine Beziehung. Ich kann nicht beide irgendwie still sein. Sonst ist es immer still. Oh nein. Sie ziehen am gleichen Strick. Der Fleischverkaufstag ist eine Gemeinschaftsarbeit. An vielen Orten gibst du dein Getreide ab oder was und dann hast du nichts mehr damit zu tun. Du siehst den Kunden nie. Und hier beim Fleisch siehst du eigentlich 1:1, wo es nachher hergeht. Die Leute erzählen von ihren Geschichten, von ihren Festen, die sie nachher haben mit dem Fleisch. Und das ist schon schön, ja, von dem her. Ah, super, tipptopp. Hier ist Suppenfleisch. Okay. Hier sind 10 Kilöner, sind hier in der Mitte und 5 Kilöner sind voll. Okay, super. 2 edle Stücke sind für die Landfrauen bestimmt. Super. Sehr schön, tipptopp. Da werden sie Freude haben. Ja, sicher. Tipptopp, wunderbar. Merci. Du hast schnell gefriert, oder? Also, tun wir hier zu. Tipptopp. Super. Das ist gerade 10 Kilo, 320, 336 pro Solipsi. Céline, Franzi, ihre Küchenhilfe, steht ihr auch da an der Seite. Du nimmst 2 Zöpfe? Nein. Eine lassen wir aber hier. Genau. Alles richtig verstanden. Das ist schwierig. 2 Franken wollte ich nicht. Und dir geht's gut? Ja. Schön. Tipptopp. Die Kundinnen und Kunden haben das Fleisch bestellt. Also ich finde das sehr beeindruckend, auch den Hof zu schauen und zu sehen, wie das Tier aufwächst. Ja, und den Beitrag, den die Gesellschaft leistet und nicht nur davon zu reden. Feierabend. 480 Kilo Weidebeef und 40 Zöpfe haben Moris verkauft. Bis jetzt sind wir zufrieden, ja, es ist nichts abverheilt. Es ist kein Zöpfe schwarz geworden. Es ist alles gut, ja. Ja, es verteilt sich noch ein bisschen von den Leuten her. Das können wir nicht gerade alle auf das Mal jetzt. Heute ist es so ein bisschen, auch wegen dem Bad, oder ich weiß nicht warum, tut sich ein bisschen verteilen auf den Abend. Da hast du ein bisschen mehr Zeit für jeden Kunden ein bisschen zu reden und Fragen zu beantworten, was sie, ja, auch wegen den Tieren oder wegen der Landwirtschaft allgemein, ja. Es ist Ende Oktober. Die Franzi arbeitet auch noch auswärts. Ich habe diesen Beruf gewählt vor über 20 Jahren, weil ich es gerne mache. Und ich mache es eigentlich immer noch wirklich gerne. Und natürlich im Geld zu lieben. Ja, beim Bauern heutzutage kommst du allein nicht mehr weit. Da arbeitet Fabian noch 50%. Und ich arbeite noch 30%. Und dann haben wir dann noch Lohnbetriebe und so. Und ja, das braucht es natürlich auch. Das Geld, das Leben ist nicht mehr gratis, ja. Die Bäckerei ist im Nachbarsdorf. Morgen zusammen! Franzi, ihre Aufgaben in der Backstube sind vielseitig und gehen von Berliner frittieren und füllen, über Torten kreieren, Canapé belegen, bis zu Birchermüsli machen. Fürs Landfrauenessen könnte ihr grosses Know-how nützen. Ich weiss nicht, ob es ein Vorteil für mich ist. Weil ich glaube, das ist das, was mich fast am meisten kribbelig macht, das Dessert.
Weil vielleicht alle hohe Erwartungen haben auf mich. Das Dessert dann speziell ist so. Heute gibt es Überstunden, private. Das werden die Menütafeln für die Landfrauen. Statt auf einem Schifferblättchen oder so, tue ich ganz Franzi-like auf Lebkuchen. 6 Mal hat sich die Franzi bewirten. Jetzt muss sie selber an die Säcke. Als Letzte dran sein ist für mich eigentlich nicht schlecht, weil ich habe jetzt viel gesehen und viel erlebt und denke, da könnte man das noch anders machen. Vielleicht hat man vielleicht ein bisschen Einschränkungen, hat man Ideen gehabt, sei das dekomässig, wo man dann das Gleiche machen will, und man vielleicht ändert, aber mir ist dann vielleicht ein bisschen geübt und ein bisschen routiniert. Daheim geht's mit Süßem grad weiter. Zusammen mit dem Finn macht Franzi ein Himbeermus für das Landfrauenessen. Kaffee holt die eine durch und dann tun wir es abfüllen. Das ist ein Himbeerkern. Das ist Himbeere aufgekocht und dann gesiebelt. Das keine Kerne drin sind. Und ganz wenig Gelatine. Aber es ist einfach eine andere Konsistenz. Ein bisschen Überraschung drin. Genau. Gell? Ja. Komm, ich noch halbieren, kannst du noch drauf tun. Kannst du noch schnauzen, ist gut. Eigelb, Niedeln, weisse Kuvertüre, Gelatine und Kaffeesirup. Das gibt eine Mokka-Creme. Ich habe gerne die Abwechslung und nicht nur etwas. Ich wollte alles zeigen, von süß und etwas vielleicht mit Bitter und etwas Cremiges. Ich habe das noch gerne, weil ich mich aber nie entscheiden kann, was nehme ich jetzt. Und so kann ich der Frau ein bisschen alles präsentieren. Genau. So. Tränkte Biskuit kommen auch noch in die Kübeli. Ich muss noch so reinschmeissen, schau, Finn. Hast du da ein bisschen Platz machen? So. Nimm ihn doch gerade daher. Die Familie Mori hat einen freien Nachmittag. 0815 ist auch beim Basteln nicht Franzi ihr Ding. Ich finde einfach, ja, wieso nicht, kann man es nicht mal ein bisschen bunt machen? Unser Leben ist ja farbig. Und darum sind sie bei uns halt ein bisschen rosarot und violett. Und ein bisschen Glimmer. Und das passt auch in die Weihnachtszeit. Genau. Einfach goldig. Goldig? Ja. Es ist doch so Sommer Sicher? Hast du noch mal? Das Kleid könntest du nicht. Ja, aber früher kann doch da raus. Ein bisschen halt traurig zum... Die Franzi und Fabian haben sich vor 20 Jahren gelernt kennen. Ist gut. Und hat ihm versprochen, wir mal tanzen zusammen. Und das haben wir dann nach langem Hin und Her auch mal gemacht. Aber zuerst hat er noch einen Korb bekommen von mir, wo er mich gefragt hat, ob wir zusammen gehen wollen. Also zuerst habe ich auch gedacht, ja, wenn sie nicht will, hat sie halt gehabt. Und nachher hat mich gleich gedacht, wir sollten dranbleiben. Aber dann haben wir gleich noch Kontakt gehabt, ein bisschen zusammen pläudern, zusammen gegessen, messelt. Ich gehe Sterne schauen, in der Sommernacht. Und nachher, ja, ist der Erd langsam mich genommen, beide Seiten.
Und dann sind wir mal zu deiner Schwester eingeladen, gell, bei einer Wohnungseinweihung. Und dann haben sie gemeint, wir seien zusammen. Dann hat sie nur so gesagt, ja, wir können das sonst Beeren pflüseln. Wo nicht? Anstatt heimzufahren. Aber hier. Und dann haben wir einander nur so angeschaut und haben die Hand unter dem Tisch durchgeschnüggelt. Und das ist jetzt 20 Jahre her, genau. Mama, schau. Ja, schön. So. Stechli machen, gell, Finn? So, ja. Oh, super. So, dann. Wie findest du? Perfekt. Goldiger Herbst, he? Kann kommen. Schön. Oh, sicher. So, gut. Also, Hier ist es. sag gut den Weg, sonst blutst das Brot noch runter. Oder das meint. Familie Mori an einem Tisch. Ein guter Miteinander. Fürs Franzi und für den Fabian ein Geschenk. Ende Jahr 15 Jahre erst Fiona gegeben. Und dazwischen haben wir 3 Fehlgeburten gehabt, genau, ja. Recht spät. Und da habe ich wirklich sehr an mir gezweifelt, dass ich eben eine Frau bin, die mit einem Mann ein Kind bekommen kann. Und wir haben viel probiert und geschaut und gemacht. Und ja, da wirst du halt immer angehauen. Kaum bist du geheiratet, wenn du bist schwanger und so. Und das belastet einem schon extrem. Und das ist wirklich eben, darum sehe ich das wirklich nicht als selbstverständlich an, dass man ein Kind haben darf. Das schweißt so gern zusammen und ja, wir sind dann auch gestärkt aus diesem Mal rausgekommen. Und wenn du da zurückschaust, bist du schon stolz auf das, was du geleistet hast in dieser Zeit, ja. Am Abend hat Franzi Probe mit ihrem Musikverein. Das heisst, ein bisschen Ausgang für mich, abschalten und ein bisschen Musik machen mit Kollegen, ja. Genau, mit meiner Trompete. So immer ein bisschen flüssig. 1. Merci vielmals. Ich weiß nicht, ob es war für die Kamera, wegen Kamera, aber es war viel besser. Merci. Das ist eigentlich schon eine Familie, ja. Es sind viele vom Dorf sind dabei, sind von verschiedenen Dörfern. Wirklich, es ist eigentlich für eine Baumusik, aber es ist wirklich von allen Dörfern rundum. Und es ist schön, ja. Manchmal hat man ein Care miteinander, wie man es mit abstimmen, aber im Bierhunger kommt es immer wieder gut. Und das ist schön, ja. Das ist noch ein Geburtstag. Das Freshers. Wenn denn? Das Freshers, dein Geburtstag ist Freshers. Das Franzi ist aber noch viel mehr als eine Gesellige. Einer, der das weiss, ist ihr Vater, der Fritz. Ja, bodenständig. Gut, Mama, das ist gut. Macht das gut. Ja, ja. Viel zu viel macht sie, viel zu viel. Im Grunde noch. Ja, ja. Aber noch Orte dabei. Auch, Franzi. Kennst du mich, gell? Ja, ja. Ein Tag vor dem Landfrauenessen.
Also ich habe das mit meinem Mann diskutiert, Fabian. Sei das vom Anmelden bis zum, wie wir es machen wollen. Weil schliesslich, es heisst Landfrauenküche, aber ohne Männer würde es nicht gehen. Den Kalender hat Franzi von ihrem Mann bekommen. Das ist nicht der Bauernkalender. Das sind nicht Bauernbuben. Bauernbuben sind auch schon gehandelt. Fabian war schon 2-mal im Bauernkalender. Genau. Und dann hat sich das ein bisschen eingebürgert, hat gesagt, er wird mir wieder einen schenken. Aber die Männer da, das sind flotte sicher, aber an meinem Mann mögen sie nicht nachher. Genau. Ich bin stolz auf ihn, dass er da drin ist, sicher, ja. Ich habe da kein Problem, wenn da andere Frauen ihn anschauen. Soll sie nur. Ich kann das gut durchziehen bis morgen. Und dann hoffentlich gelingt mir das dann. Rosmarin, Knoblauch, Olivenöl, das ist die Marinade für das Filet. Ich bin so ein Pelifli. Ich wollte, dass sie ein sauberes Besteck haben. Furchtbar, hä? Sicher die einzige, die so eine Katastrophe ist. Ich arbeite nicht gerne mit Händen oder beim Kochen. Die Hände muss man spüren. Hocken die vor, hä? Angürteln, hopp. Können Sie zum Papi, ist gut? Apropos viel Programm. Die Franzi bewirtet diese Woche auch noch andere Gäste als die Landfrauen. Die Zuckerrüben gehören der Familie Mori. Als Lohnunternehmen gehen sie mit Mitarbeitern aber auch auf fremden Feldern Rüben ernten. Hallo, hallo. Habt ihr Hunger? Hallo, Adi. Ja, ist gut. Was? Wenn ich gut Jack Lora. Ich habe nie Hunger heute Morgen. Aha. Nein, nicht so viel. Ist gut gegangen heute? Ja. Eigentlich schon. Für das Gerät hätte es eigentlich gut gegangen. Ja. Gut gehen soll es auch, wenn die Landfrauen kommen. Der Fabu hat Servieren geübt. Ja, also einfach den Daumen immer in die Suppe, habe ich gelernt. Und immer abschlecken, das ist, glaube ich, gut. Also normal, die Basics haben wir natürlich schon heute geschwungen. Eingetrichtert, ja. Wir sind bereit, das schaffen wir. Ja, wir haben etwas vorbereitet. Das testen wir morgen testen. Ja. Aber ob da... Ja, aber das kommt auch gut. Das Wetter muss ein bisschen helfen, aber das hilft auch. Es regnet auf jeden Fall gerade dann, ja. Aber kommt gut. Cool. So gut. So gut. Wunderbar. Danke vielmals. Ja. Ich heiße euch herzlich willkommen hier auf dem Birkenhof. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Dinner. Danke vielmals. Danke. Danke. Hey. Wow. Weihnachtskugel mit meinem Namen habe ich noch nie gehabt. Ja, sag nicht. So schön. Mega. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's euch? Ja, gut. Ja, hey, schön, gut. dass ihr euch plötzlich gefunden. Ja, ich habe euch mein Menü. Kalnacher Linsen, treffen Weidebeef mit Wintergemüse. Mm. Oh, wow. Was denn? Dann habe ich schon genug. Ja. Für dich, Johanna, gibt es Kalnacher Linsen mit feinem Wintergemüse. Ah. Kriegst du ein eigenes Herzchen kreieren? Sicher. Hey. Und ihr, liebe Landfrauen,
bekommen ein Birkenhof-Rindsfilet mit einem Kartoffellatte und Seeländer Gemüse. Super. Cool. So, dann. Und zum guter Letzt. Noch was? Jetzt aber Achtung, hau raus. Ja, und zwar gibt es Franzis süße Luftpost. Luftpost, okay. Jetzt bin ich nicht überlassen. Ja, da lassen wir uns überraschen. Wir sind Pöstler. Jetzt wünsche ich euch ganz einen schönen Abend. Danke. Genießt es. Habt es gut. Danke. Merci vielmals. Du, da kannst du mich noch heimkugeln. Ja, ich glaube, also, wir haben sicher genug. He? Ich bin nicht Versuchskaninchen. Nein, das ist schon ein paar probiert. Ah, schon. Nein, das stimmt. Ich glaube, es ist gut. Wir können es geben. Daheim, Selber gemachte Kräuterranken und selber gemachtes Brot gibt es zum Linseneintopf. Gut. Als Deko ein Tomaten-Frischkäsekügel drauf. Schicken. Schicken. So, wunderbar. Adi, merci. Zur Vorspeise gibt es einen Linseneintopf mit Weidebeef und Wintergemüse. So. Oder habe ich wieso? Super. Ich wünsche euch einen guten beim letzten Gang. Merci. Danke vielmals. Und gute miteinander. Ja, gut zusammen. Ist fein. Linsen. Da könnt ihr ein Rüebli haben. Ja, und das ist das Grün da noch. Aber blau habe ich so. Da habe ich gesehen. Blau habe ich so, da merke ich. Ja. Es war so ein bisschen gulaschmässig. Es war fein. Die Linsen hatten ein bisschen Überhang und es war sonst noch ein Gemüse drin, das ich nicht so definieren konnte, was ist es genau, ob es Kabis ist oder... Aber es war eine ganz feine Komposition, vor allem mit dem Kräuterbutter und dem Brot, das sie drauf hatte. Aber eben, das Brot brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich hätte Kräuterbutter. Doch, ich schon. Aber es ist eine rechte Portion so zum Starten. Die Landfrauen bewerten jeden Gang. Das Linsenragout war auch gut. Das war auch mal etwas anderes, was wir so nicht hatten. Geschmacklich auch fein. Also das Ragout selber hat man geschmeckt. Die Kräuterbutter war sehr salzig. So, die haben alles gegessen. He? Aber hast du gefragt, ob sie noch wollen, oder ist es gut? Nein, ich habe nicht gefragt. Du darfst mal noch fragen, ist okay. Fleisch oder so. Ja, die sollen nicht zu viel von den Linsen futtern, sonst müssen sie dann nicht mehr vom Mund fangen. Jetzt kommt aus, ob das Filet so ist geworden, wie sich die Franzi vorstellt. Wow, schau mal. He? Sieht schön aus. Super, nehmen wir. Ich bin sehr zufrieden. Sehr schön, wirklich. Zart. Ich glaube schon. 1, 2, 3. Soll ich drauf schludern? Nein, du kannst Herdöpfelstock holen und die hier platzieren, bitte. Und dann hat es im Kühlschrank Rosmarinkäfer. Rosmarin. Nein, der ist auf dem Tisch bei dir, Franzi. Beim Tisch bei mir ist es so. Du bist super. Ah, hast du angeschrieben, sogar. Ja, für die, die nicht rauskommen. Hervorragend. Und gut. Mit Rosmarin drauf. Du, das Brot, ich muss da gucken, was da Aha. ist. Schau zu, nein, warte, die Bohnen. Und das weisst du, welchen Weg, gell? Das Fleisch gegen... Das Schluder gegen... Oh, Fabian. Das Schluder gegen die Leute. 2 Sekunden. Warte, 2 Sekunden. Nichts passiert. Noch Gut, nicht. Noch laufen. Schätze, laufen. Rosmarin. Ach, Herrgott. Ja, er ist jetzt vergessen worden. Aha, bei der ersten? Ja. Ja, den muss man nicht mehr drauf tun. Mal sicher, die merken alles. Ich sage ihnen, die merken alles, die Frauen. Ja, das hure Rosmarin ist im anderen jetzt nicht drauf. Ausser du tust das noch elegant. Nein, da tun wir auch nie einen Rosmarin drauf. Alles gleich. Ja, ja, bringen. Ich muss mich fest abstellen, sonst ist es schon. Zum Hauptgang gibt es Rindsfilet vom Weidebeef, ein Herdöpfellatte und Seeländer Gemüse. Habe ich ja schon gehabt.
Oder so Gäli. Ja, dann ist ja noch ein bisschen, und es gibt das etwas innen, so ein bisschen rot Sellerie, so in Orange. Ja. Danke. Na, weil schau mal, Voilà. schau mal da. Jetzt kommt noch der Fisch. Gut. Wir haben alles, gell? Ja. Tipptopp. Und sonst melden wir uns. Ich wünsche euch ganz fest einen guten. Danke vielmals. Hey, der Hauptgang draussen. Juhu! 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 Hori, hurra! Das Fleisch ist schön zart. Die Farbe ist wunderbar. Und das Gelbe ist auch Runde. Da, das Gekochte. Sicher? Das ist Runde. Was? Runde. Das Das Gelbe. Gelbe? Ah, nicht Kartoffeln. Nein, das ist auch Runde. Ah, weiß nicht. Wahrscheinlich Hast du Milch. Käse? Wahrscheinlich. Das? Ja, probieren das Gelbe. Ich kann vegan, aber vom nach Du hast gut Käse. Ist das Milch? Hast du keine so gelbe Scheibe? Ja, von mir. Ja, bei mir hat wieder etwas gefällt, ja. Dann reden sie hier von dieser Rand, also von dem, das könnte Rand sein. Ah, hast du wieder gekannt? Ja. Aber ich habe es versuchen bekommen. Weisse Rande. Ich bin noch nicht bei dem Ratenpüree umgekommen. Das ist gut. Das ist nicht so. Muskatnuss. Ich Aber ich kann nur Muskatnuss. Schmeckt du nicht? Ja, ist Sehr fest. dominant. Der Herdäpfel-Latte war fein. Unten durch hat es recht stark nach Rande geschmeckt. Ich habe das noch gern. Man hat gemerkt, dass er selber gemacht war, weil es noch ein bisschen Stückchen drin hatte. Zum Teil mir fast zu gross, das habe ich nicht so gern. Und das Gemüse war auch fein. Die Soße war nicht so mies. Bei mir hat es einige Geräte drin. Ah, sicher? Ja. Die Johanna ist Veggie, isst aber Fisch. Ein Schweizer Felchen hat sie auf dem Teller. Das Fleisch hatte ich ganz gerne, es war ganz zart und ja, gerne, wenn es noch so rosa ist und nicht ganz dürre. Und das Fleisch war wunderbar. Du, wenn ich bitte noch ein bisschen Fleisch geben von mir haben. Scheinbar im Ernst. Ich habe so wenig. Wow. Das macht mir ein bisschen Angst, da kommt ein bisschen viel Filet zurück, Schätze. Ehrlich? Ja. Aber der Tenor ist zu viel. Okay. Zu viel, haben sie gesagt. Die Landfrauen vergeben Punkte von 1 bis 10. Die Bewertungen bleiben unter Verschluss. An der Finalsendung kommt dann aus, wer die Landfrau 2023 wird. Du verschlagen, ja. Ja, genau. Sensationell. In der Küche macht sich die Franzi an ihre Paradedisziplin. Meine Seele, meine Liebe, mein Herzblut, ja. Extrem. Dessert. 4 Kreationen von mir. Vielleicht lasse ich dann wieder 1,5 oder 1, 2 stehen, weil sie zu viel haben. Aber ich riskiere es jetzt einfach. Und gebe alles. Ich will ein bisschen alles von mir zeigen. Ich bin wirklich gespannt, was da für ein... Ja, was für eine Post kommt. Ja. Post abgegangen. Tuba oder Tuba stochen. Jetzt sind wir ganz sicher nicht ausplaudern, gerade so. Zielgerade. Jetzt hätte ich es fast gesagt. Nein. Es ist immer Fabian. Für die Show-Effekte bin ich zuständig. Ja. Ich war 13 Jahre aktiv im Wrestling. Das ist ein Showkampfsport, wo man eigentlich im Ring ist. Wo es eben auch darum geht, mit dem Publikum so zu spielen und so, sich zu verkaufen, in eine Rolle zu denken und so. Und die Show, das hat mir halt immer gepasst. Ja, ich war immer schon ein Showman. Ja. Ja. Luft, Achtung, es kommt. Jetzt kommt Luftpost. Schau, es fliegt. Jetzt Jetzt kommt leerer Luftpost. Schönheit in Einfachheit. Stöhnt sind sie jetzt vor. Du bist ja recht ein Witzknolle. Sehr Ja, gerne. wunderschön. Wir haben nicht gut aufgegessen beim Filet und darum haben wir gedacht, ein bisschen weniger. Das ist Und liebe Frauen, es heisst ja Francis Luft. Jawohl, jetzt Und jetzt habt ihr ein bisschen stickige Luft. Jetzt tun wir hier ein bisschen Luft geben. Ein bisschen. Ah ja, jetzt klingt das Ah, wirklich. das ist gut.
Jetzt kommt der Traktor mit der Luft. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was die Motoren Ich glaub's nicht. Komische Zeug. Oh, verrückt, ja. Oh, bravo! Ja, fast gedacht, der Traktor habe ich gehört. Ja, stimmt, aber ich habe gedacht, sie wieder. Ja, das ist auch für euch. Ah, das ist jetzt lustig. Das ist auch für euch. Ich Guck mal, wie das dampft. Das wird auch um Kathi. Selbstbedienung. Ei. Ach so geht das. Nicht lackieren, gell? Ui. Sollen wir es auf dem Tisch haben? So. Ei. Es ist angekommen. Der Techo ist mit einem Wow-Effekt. Ah, bravo! Merci, Besche. Ja, kann man glaube fast nicht toppen. So. Ja, das ist in der Mitte. Da rein. So. Danke schön. Voilà. Danke für Ich wünsche euch einen guten. Danke. Merci. Zum Dessert gibt es ein Himbeermus, eine Cremeschnitte, ein Latte Macchiato-Mousse und eine Traubencreme mit Schuss. Was ist das Latte Macchiato? Das hat sie gesagt. Ja, der Macchiato hat es auch noch. Füllig. Ich muss ein bisschen etwas haben. Ja, genau. Ja. Also das Himbeer ist fein. Ja. Es hat ein Himbeerkügel gegeben, das war sehr fein. Ich habe es geschätzt, dass das Ganze nicht so süß war. Ich bin nicht so auf sehr Süßem und von dem her hat das sehr gepasst. Ja, am Schluss, oder? Das habe ich sehr gerne. Für mich war es ein bisschen zu cremehaltig. Also ich bin jetzt nicht so ein mega Fan von Cremen. Ich habe lieber so Dörtli und eher so was Fruchtiges. Nicht so süß. Nein, aber so rutscht es besser, oder? Ich bin nicht so süß. Ich es gerne gehabt, aber es ist jetzt auch halt eher viel auf den Rest, den wir schon gegessen haben. Ich habe zwar alles gegessen, aber das Traube war jetzt nicht so mies, aber das andere war recht fein. Das haben wir auch noch gerne. Vor allem so etwas Fruchtiges, Sauerlich. Also es ist bombastisch der Tee gekommen und geschmacklich ist es nachher für mich wirklich so ein bisschen eine Enttäuschung gewesen, ja. Weil es wirklich einfach mastig war, es war süß. Ja, und ich hätte so gerne so ein bisschen die Geschmacksexplosionen im Mund gehabt, die ich so optisch erwartet habe. Und das ist dann nicht so erfüllt worden. So, das Raumschiff ist gelandet. Super. Sauber, hä? Habt ihr gut gemacht? Hä? Super. Geht da. Super. Cool. Das hat geraucht und Perfekt. verrockt. Das war Mega. cool. Das hat gut ausgesehen, ja. Ja. Merry Christmas! Hey. Hübsche Dame! Extra für dich. Zum Wohl. Danke vielmals. Danke vielmals. Wer das SRF bei den Leuten Landfrauenküche 2023 gewinnt, erfahrt ihr in der Finalsendung am nächsten Freitag am 5.8 Uhr auf SRF 1. SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.